Eine Mutant-Mutation bedroht uns heute bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Denn Forscher haben mysteriöse Kreaturen aus dem Weltall entdeckt, die Mutant genannt werden. Während die Geheimnisse ihrer Biologie enträtselt werden, entwickeln sie sich mit großer Geschwindigkeit und Vielfalt weiter. Es ist durchaus möglich, dass diese Kreatur bereits über die Fähigkeit der Menschen ausgewachsen ist, sie zu kontrollieren. Ja, das nehmen wir mal stark aus, da gehen wir stark davon aus. Szenario, Praktik, Duell, Ziel, fertig. Krass, also zuerst Szenarien haben und am Schluss gar kein Szenario mehr. Also angeblich. Wobei, boah, wird hier auch noch irgendwas sein. Egal, wir gucken mal. Was hat die Menschheit denn heute erfahren? Viele Geheimnisse erfüllen das Universum und das Unbekannte und die Kräfte, die sie besitzen. Der Forschergeist der Menschheit treibt sie an, auf ihrer unaufhörlichen Suche nach Wissen und Wahrheit. Und mit Hilfe von Wissenschaft und Technik wurden viele Geheimnisse gelüftet. Die Welt ist eine endlose Quelle von Geheimnissen. Und eines dieser neuen Mysterien stürzt nur auf diesen Planeten herab. Fallendes außerirdisches Objekt beobachtet. Das Personal sollte zum vorhergesagten Absturzort begegnen und das unidentifizierte Objekt untersuchen. Roger, wir sind auf dem Weg. Roger. Sammeln sich Experten verschiedener Gebiete aus aller Welt. Kurze Zeit später entdeckte Ermittlungstrupp den Absturzort mit einer temporären Kuppel. Die Beobachtung des Objekts begann. Roger, ist dieser Teil das Auge? Es hat schwere Teile, die so hart sind wie Stahl und welche, die sich wie menschliche Organe anfühlen. Auch wenn es unterschiedliche Material aufweist, besteht es wahrscheinlich aus organischer Materie. Könnte es als fühlendes Wesen betrachtet werden? Die Zeit verging und es wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Sie ergaben, dass dieses Objekt, nein, diese Kreatur, Eigenschaften hatte, die es auf diesem Planeten nicht gab. Okay. Die Menschen nannten das Objekt Mutant und gründeten ein spezialisiertes Forschungsinstitut Mutanten Evolution Labor. Dort setzten sie ihre Forschungen fort. Faszinierend. Die Mutanten. Mit Wasserkugeln. Ein Szenario mit Feuerkugeln diesmal. Im Mutanten-Evolutionslabor wurden Tag und Nacht verschiedene Studien durchgeführt, um präzise Beobachtungen zu machen. Der erste Durchbruch gelang ihnen, als es schafften, Mutant mit ihrem Fortschritt in der Analyse biologischer Strukturen zu züchten. Und verwalteten sie mehrere Mutanten, die aus dem ersten Exemplar gezüchtet wurden. Auf diese Weise wurden verschiedene Mutanten vom Menschen erschaffen. Es gab zwar individuelle Unterschiede, doch Klärung ihrer gemeinsamen Eigenschaften, Charakteristiken usw. wurden in Gang gesetzt. Schau, sie bewegen sich, als würden sie aufeinander reagieren. Ist es die Methode, mit der die Mutanten miteinander kommunizieren? Bislang wurde ein Dialog zwischen Mutanten und Menschen nicht hergestellt. Entdeckung des Instituts Merkmale der Mutanten ihrer Evolution. Auf der Forschung wurden die Mutanten verschiedene Organismen und Substanzen ausgesetzt. Im jüngsten Fall geschah dies, als die Mutanten in Berührung dann mit Kristall kam, der mit dichter Energie durchdrängt war. Er absorbierte den Kristall und seine Körperoberfläche verhärtete sich. Er zeigte sogar einen Zustand von Overdrive, einer Stärkung und Freiheit eingefangener Energie. Okay. Einige Forscher haben sich aber die Gefahren der Forschung beschwert. Wenn wieder eine reflexartige Reaktion auftritt, können wir diesen Organismus nicht mehr kontrollieren. Das wäre scheiße. Wir sollen die Forschung sofort beenden, wenn wir weitermachen mit unserer Forschung, wollen wir noch die Menschheit zerstören. Der Wunsch, die Geheimnisse zu enträtseln, alles über diese Kreatur zu erfahren, übertönen die Stimmen und die Studie wurde fortgesetzt. Doch niemand konnte ahnen, welche Gefahr nur kurze Zeit später zur Realität werden würde. Ja, wie so oft im Leben, wa? Und so kommen wir zur Praxis eines Mutantendecks.
Was macht ein Mutant-Deck einzigartig? Mutant-Monsterstufe niedriger wie Mutant M5. Hat einen Effekt, sich selbst als Tribut anzubieten und Karten des festgelegten Typs, Monster aber der Falle von der Hand oder sonst wo zu verbannen, um ein entsprechendes Monster der Stufe 8 als Spezialbeschwörung zu beschwören. Die Beschwörung bringt euch dem Sieg näher. Okay. Das fällt, ey. Ich ziehe meinen ersten Mutanten. GB88. So. Nutzerneffekt. Mutantenfusion. Und hier haben wir das Mutantenungeheuer. Oh je. Ist ja sehr gefährlich. Den wählen. So, dann sind wir ein bisschen fusioniert. Das haben wir doch gerne. Das Feld hier verwirrt mich total. Mutant-Synthese. Fusionsbeschwörung erfolgreich. Aktiviere Numiton-Synthese und zerstöre das Monster deines Gegners. Das wäre geil, Mann. Machen wir und tschüss. Greif deinen Gegner direkt an. Hasta la vista, Baby. Mutant, Entschuldigung. Mutantenbaby. Oder so. Und Windkugel. So, kriegen wir jetzt eine Erdkugel hier oder was? Hier nochmal Wasser. Okay. Oh je, okay, das wirkt bisher jetzt nicht so, wie soll ich sagen, die Mutanten hier, so aufregend. Also ist irgendwie schon ein spezielles Deck, keine Sorge, aber naja, nicht unbedingt gerade mein Fall. So. Ein Feldzauber ist immer cool. Eine Karte, die verbannt werden soll. So. Vielleicht mal was Neues rufen. Das ist ein neues Viech halt. Nimm mal den hier, komm. Ich rufe Arsenal. Au, ich hoffe, das hat sich gelohnt, die Beschwörung. Eine prophezeit Evolution. Da werden wir gleich sehen.
Noch ein Mutant. Mutant. Ja, können wir jetzt mal machen. Könnt ihr auch den hier als Spezialbeschwörung rufen. Dafür Mutanten Heul nutzen oder Psi-Hüllentreiber, was soll das bringen soll, ist nur ein Psi-Monster. Warte mal, was heißt da? Natürlich Eigenschaften. Ja gut, jetzt habe ich schon gewählt, jetzt muss ich natürlich. Die Synthese ist zurück. Okay, nutze ich mal. So, nehmen wir jetzt mal einen Zauber oder so. Und das sind Schmerzen. Ja, da sind Schmerzen. Und ich habe noch ein paar Link-Monster, die ich rufen könnte, aber will das schon. Ja, hier klappt bald nichts mehr. Und trotzdem habe ich weniger Lebenspunkte als er. Was ist los? Ja, die Psi-Hexe, die kann mir nix. Oh. Und das Mutant-Ungeheuer gibt es ja auch noch. Und auch den Effekt hier nutzen. Ernsthaft? Hat sich ja voll gelohnt, hey. Ja dann. Oh, den kenne ich, den Psi-Doktor. Ernsthaft, so hoch geswitcht, okay. Warning, 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 System Error, System Error. Danger, 404 Error, Danger. Der muss echt Muffensausen haben, wa? Mutant GB88. Sei gegrüßt. Mutant Nebel, dann schon lange nicht mehr, wa? Noch 100 Punkte, das ist ein bisschen wenig. Ich meine noch irgendwie was mit Stufe 3 auch noch.
Hm. Der Effekt von Link 3 Stufe Monster. Oder sagen wir eigentlich nur Link 3? Weil es ja kein Rang ist, kein Level. Stufe, nein, ja, richtig. Notfall-Teleport! Dann Psi-Ding natürlich unabdingbar. Noch irgendwie auch ein Ding? Was ist ein anderes Psi-Monster? Ne, aber gar nicht. Okay. Dann wäre es schon ein Kribons oder so. Also nicht wirklich ein Psi-Monster, aber. Heißt der Psi-Kribons? Ich weiß gar nicht mehr. Ruf mal den hier, komm. So, neue Karte bitte. Dankeschön. Oh, sogar 4. Du kannst keine Monster in extra Monsterzonen beschwören. Seht ihr, diese Karte zeigt. Gut, da heißt theoretisch kann natürlich auf den Gegner daran hin, dass er überhaupt ein Link-Monster rufen kann. Wobei. Also gar keine. Hä? Diese Karte zeigt, das macht gar keinen Sinn, weil die extra Monster sind ja die beiden in der Mitte. Und ich muss ein Link-Monster hierhin setzen. Link-Beschwörung. Und Ende im Gelände. Das ging irgendwie doch rasch. Zum Ziel. Und noch ein paar Karten mitnehmen, war. Und natürlich ein Gespräch. Beziehungsweise. Ein Alarm, Alarm, Alarm! Die Mutanten, die aus ihren Inkubatoren entkamen, begannen viele Dinge im Institut zu absorbieren und sich rasch weiterzuentwickeln. Einige absorbierten die Tiere, die an Ansektoren unter Quarantäne gestellt waren, entwickelten sich zu einer tierähnlichen Form. Einige entwickelten eine mechanisierte Form mit Roboterarmen oder Inkubatoren von der Absorption von Teilen der Laborausrüstung. Ja, super. Die Früchte unserer Arbeit. Ihr habt doch gesagt, dass es zu gefährlich ist. Was ein toller Tag wurde mit eigenen Augen Zeugen Evolution. Das im Planetensystem nicht hätte passieren können. Schnell, schließ die Rollläden. Wir haben keine Zeit zu verlieren, sonst sehen sie uns noch. Die Arbeiter versuchten aus dem Labor zu fliehen, während die Mutanten sich weiterentwickelten und alles um sich ausbruchartig zu zerstören. In der Zwischenzeit hat die Evolution des Mutanten die nächste Phase erreicht. Die Mutanten begannen sich selbst zu absorbieren, ihren evolutionären Prozess zu konsolidieren. Sie begannen sich in eine noch größere Lebensform zu verwandeln. Mutant X. Schlussendlich zerstörte Mutant das Labor, als auf eine Größe heranwuchs, die das Labor, in dem sie eingesperrt waren, überstieg. Gibt es für die Menschen keine Möglichkeit, etwas gegen diese gigantische Lebensform zu unternehmen? Aha. Es gibt noch einige unbeantwortete Fragen zu den Mutanten, zumindest aber können wir feststellen, dass es äußerst gefährlich ist, eine Evolution zu fördern. Pss, pss. So viel dazu. Und übrigens, wer es glaubt. Leben findet einen Weg. Ach, schön. So. Den darf noch aufschließen. Überall machen wir nur 50. Sehr schön. Was haben wir hier noch Schönes? Leideck. Leidiges Deck. Schwarzer Rosen Mondlichtdrache. Engel von Sera.
Alles irgendwie kombiniert, war. Fusion, Synchro, Xyz, Linkbeschwörungen. Soldat schwarzen Lichts. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns noch ganz kurz an. Schaden kann es ja nicht. Der war schon wieder jedes Monster hat jetzt im Verband. Das aber jetzt eigentlich nicht so gerne. Das Evolutionslabor, schaden kann sie nicht, so. Ein Mutant, wen darf es denn sein? Vielleicht der Nebel, vielleicht das Arsenal. Das war eigentlich schon auf der Hand. Der 8. wäre so nicht schlecht. Dankeschön. So. Denke mal noch, um Mutant zurückzulegen, neue Karte ziehen, kann auch nicht schaden. So. Eine Metaphys-Karte ab, zieht eine Karte, dann kann sie dann dick verbannen. Gut, ich muss sowieso die Karten verbannen, insofern spielt es keine Rolle. Die Evolution, oh die. Das klingt nicht gerade so heiter. Ja, ich weiß nicht, den schon zu rufen. Aber den können wir riskieren. Ja, was haben wir so Schönes? Ragnarök, Dingsbums. Nehmen wir noch einen Drachen. Mein Pendelmonster irgendwie auch nice wäre. Was ist ein Lose? Permanente Falle. Ja, komm. Aktivieren kann ich den nicht mal. So, wen oder was holen wir jetzt auf die Hand? Versuchen wir den hier. Er kann verbannen, sehr gut. Die kommen überall wieder zurück.
So, was hier Schönes? Leider keine Synchro-Beschwörung. Das können wir vielleicht noch ändern. Warte mal. Mutantenfusion. Wie sehe es denn eigentlich mit Synchro aus? Stufe 7, das wären Stufe 4. Okay, also ihr könnt nur eine Stufe 8 Monster rufen. Ihr könnt nur den Krieger von Zera rufen. Nee, ich glaube, ich spiele lieber die Karte. Fusionsbeschwörung. Mutant-Synthese. So, Effekt aktivieren, Monster vernichten. Dankeschön und tschüss. Da geht auch nichts, warum auch? Und ich greife an. Dann noch schön ist, nochmal so ein Drachen war. Ja, da geht einiges zu Buch bei ihm. Danger, 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 Danger. Danger, 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 Danger. So, zurück ins Deck bitte. Dann kommt da was. Ach, der? Nee, lass mal. Ich will das nicht. Also die Kombi funktioniert sehr gut, muss ich zugeben, obwohl ich das Gefühl habe, dass diese das Meta-Physdeck auch für sich alleine funktionieren würde. Ich war noch ein bisschen überrascht, wie gut es funktioniert hat. Aber der Gegner konnte gar nichts machen. Victory's Hour. Didi Evolution. Sehr schön, sehr schön. Mutant, Mutant. So, was haben wir hier Schönes? Magischer Händler. Klingt auch nicht so toll. Wassergeist, okay. Ein paar Wassermonster noch. Xyz Dimensionsschwall. Wir haben noch die Funktion, ein paar Xyz Monster. Mal versuchen. Ganz kurz. Was macht man da? Was macht man da? Na, was wohl? Hier kommt das mächtige Ungeheuer. Also ungeheuerlich. Wir befinden. Wer weiß, was der Gegner so alles hat. Zack. Ja, aber wir können es als Xyz-Material nutzen. Und das Geheul. So. Wiedergeborene Evolution. Ja, nennt der Gegner jetzt. Interessant. Was? Oh, setz einfach mal einen Trick ein, super. Ey, warten wir noch, bis Serini was macht, was mir einen Grund gibt, dass ein anderes Monster rufen muss. Okay, das ist ja vielleicht mal ein Grund.
So, das ist wie vom Friedhof. Nein, Moment. Entschuldigung, das war falsch. Der stimmt schon, der ist auf meiner Hand. Da ist er wieder, die Synthese. So, und tschüss. Was? Also bitte. Netter Versuch. Was ist der eingefrorene Gott? Ja gut, so wird er auch zum Teil genannt, aber schon länger nicht mehr. Scherz beiseite. Dass ein Gesetz verbannt wird. So. Und weil er genau weiß, was er tun wird. Der ist so ein richtiger Copycat. Was macht er? Natürlich mein Monster zerstören. Also will er. Aber geht nicht, weil ich habe meinen Effekt bereits genutzt. Oh. Der ist natürlich auch noch praktisch. Nur im Fall der Fälle. Hey, das geht nicht. Frechheit, sowas. Das Problem, die Karten nochmal zu spielen, das bringt mir nichts. Weil er denselben Effekt wie vorhin aktivieren wird. Hey, ist er doof? Was macht die KI da? Hä? Also bin ich jetzt gerade so Brain AFK oder war das jetzt das Dümmste, was er hätte machen können? Wohl mein Problem ist, angreifen kann ich nicht, das bringt nichts. Weil ich weiß, was für ein Vieh da liegt. Und dass das Vieh mehr Verteidigungspunkte hat als ich Angriffspunkte. Deswegen kann ich mir den Trick oder den Zug schon mal sparen. Jetzt kommt das Ding schon wieder. Ja, kaum spielen kann ich sie mal. Ich muss echt beschwören, wa?
Hä? Wie sagt ihr jetzt der Effekt nicht? Ich habe zwar Spezialbeschwörungen zu meines Gegners gerufen. Weil diese Karte während des Spiels des Gegners Spezialbeschwörung beschworen wird. Er hat aber nichts gemacht. Hä? Okay. Dann Effekte von was anderem abhängig ist oder so. Keine Ahnung. Hier steht, dass das irgendwie den Effekt dann negieren würde oder so, weil sonst hätte ich es jetzt noch verstanden. Okay. Entweder ein Bug gerade im Spiel oder es gibt irgendwie eine andere Konstellation. Ein Effekt von gegnerischen Monster oder Karte, die halt verhindert hat, dass er das machen konnte. Was macht der Gegner? Die KI ist seit irgendwie 1, 2 Updates im Spiel, ist die KI ein bisschen seltsam geworden. Jetzt macht schon mehr Sinn. Hä? Deswegen kommt es halt, weil er sich jetzt angegriffen hat, oder bin ich jetzt irgendwie auch doof? Toll. Das war super. Oh, um Himmels Willen, ey. Schon krass, dass ich irgendwie die Link-Mons nie damit verbinden kann, wenn es darum geht, die Kampfposition zu ändern. Weil man dann halt denkt, ja, die können eh nur im Angriffsmodus sein, also kann sie damit eigentlich zerstören. Aber nee, das geht ja nicht. Na komm, bring's zu Ende, Alter. Das Labor, das brennt doch schon. Was ist jetzt los? Okay. Na gut, ich hab's versucht und zeitweise dachte ich sogar, hey, das könnte funktionieren, aber jetzt denke ich mir so, nee. Never ever. Wieder. Gut, Freunde, das war's für heute bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Nächste Folge machen wir uns um die Rika-Feen. Oder machen wir uns an die Feen ran. Keine Ahnung, wie man das formulieren soll. Die Rika flattern Winterhimmel hinab und zeigen ihr Pratt auf 1000 verschiedene Arten. In einem flüchtigen Augenblick teilen sie zahllose Momente des Staunens. Oh je, das klingt ja cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.